Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und ich bin Beatbox-Lehrer und freue mich, euch heute die Grundlagen des Beatboxens beizubringen. Ich selbst habe Beatboxen mit 13, 14 Jahren begonnen, bin jetzt 24 Jahre alt, also mache das schon über 10, 11 Jahre. Und was mich so begeistert am Beatboxen ist, dass man Beatboxen überall machen kann, dass man kein Instrument braucht dafür, man muss nichts kaufen und es macht einfach Spaß. Genau. Deswegen starten wir gleich mal und zwar mit ein bisschen einem Hintergrund zu Beatboxen, also woher Beatbox kommt und was die Geschichte dazu ist. Hat jemand irgendeine Idee? Hat jemand schon mal von Beatbox gehört und welche Kategorie das von Musik gehören könnte? Beatbox wurde in den 1980er Jahren in Amerika, in New York, in der Bronx entdeckt und weiterentwickelt. Ein wichtiger Name, den ihr euch dazu merken könnt, ist Doug E. Fresh. Der hat das Ganze mitbegründet und gilt als einer der Urväter von Beatbox. Ein anderer wichtiger Name ist Rahzel, der so aussieht und der sich, wir werden gleich ein Audiobeispiel hören, so anhört. Und was er besonders gemacht hat, ist, dass er Beatboxen mit Stimme verbunden hat, mit Gesang gleichzeitig. Genau. Vielleicht noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Beatboxen. Beatbox beschreibt im Prinzip Geräusche, die mit dem Mund, mit dem Rachenraum und auch mit der Zunge erzeugt werden. Am Anfang ging es wirklich nur darum, Schlagzeug bzw. eine Beatbox, das ist ein elektrisches Instrument, eine Beatmaschine zu imitieren, damit Rapper und Musiker darauf Musik machen können. Aber mit der Zeit hat sich das Beatbox zu viel, viel mehr entwickelt und ist nicht nur die Imitation von Schlagzeug, sondern wirklich jedes Geräusch, was wir als Menschen mit unserem Körper, mit dem Rachenraum, Mund, Zunge und so weiter erzeugen können. Okay, zurück zu Rahzel. So hat sich Rahzel angehört in den Anfängen vom Beatbox. Genau. Singen und Beatboxen war damals sehr innovativ. Okay, das als kleinen Einblick. Das waren wirklich die Anfänge des Beatboxens, aber dann wurde Beatbox mehr und mehr auch in die Mainstream-Kultur, also ins Radio und so weiter gebracht und dadurch immer noch mehr populär und weiter populär. Zum Beispiel durch Künstler wie Timberlake oder Snoop Dogg ist Beatbox wirklich an die breiten Massen auch geraten. Von Snoop Dogg kennt ihr vielleicht Drop It Like It's Hot. Genau. Hip-Hop wird auch ganz wichtig als 5. Element von der Hip-Hop-Kultur bezeichnet. Versteht ihr irgendwas unter Hip-Hop-Kultur? Vielleicht Rap? Ja? Rap ist auf jeden Fall ein wichtiges Element. Dann haben wir auch noch, um was rappen zu können, das Writing, das heißt Texte schreiben ist auch ein Element von der Hip-Hop-Kultur. DJing, ne? DJ kennt man heute auch. Und wir haben diese riesen Festivals, Tomorrowland, wo viele DJs auftreten, aber die Ursprünge auch des DJings kommen auch aus der Hip-Hop-Kultur, auch aus den USA, aus den 80er Jahren ungefähr. Und dann haben wir auch noch als Hip-Hop-Kultur das Breaking
Breakdance. Das ist, vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Menschen, die sich auf dem Boden drehen und ganz verrückte Sachen mit ihrem Körper machen können, gehört auch zur Hip-Hop-Kultur, und Beatbox als 5. Element. Genau. Ist nett zu wissen. Ja, ich würde sagen, das war schon genug mit der History Lesson, mit dem Geschichtshintergrund. Wir fangen jetzt gleich an. Eine letzte Sache noch, genau. Falls ihr euch mehr für die Hip-Hop-Kultur interessiert, ein bisschen mehr lernen möchtet und Zugang zu Netflix habt, könnt ihr gerne auf Netflix die Serie Hip-Hop Evolution anschauen, die das Ganze auch nochmal für Laien sozusagen erklärt. Ja, heutzutage sehen aber Beatbox-Konzerte teilweise so aus. Also das sind wirklich die extremen Beispiele. Das ist eine Gruppe aus Frankreich, Barry One, die auch sehr aktiv auf Social Media ist. Falls ihr schon mal was von Beatbox gesehen habt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr schon von Barry One gehört habt. Und ja, die füllen wirklich große Stadien und sind eine Gruppe von 4 Beatboxern, die sich aufteilen und verschiedene Sounds machen. Das einfach nur, um zu zeigen, wie groß Beatbox heutzutage geworden ist, auch ganz deutlich durch Social Media, TikTok, YouTube und so weiter. Let's get started. Aber bevor man all diese ganzen coolen und crazy Sounds machen kann, muss man, wie bei so vielen, mit den Grundlagen anfangen. Und die orientieren sich beim Beatbox wirklich am Schlagzeug, bei der Imitation des Schlagzeugs. Spielt irgendjemand von euch Schlagzeug oder weiß jemand zufällig, wie sich die verschiedenen Trommeln hier benennen, wie die heißen? Wir fangen tatsächlich mal mit dem Hi-Hat an, was rechts oben ist, hier, Hi-Hat. Das heißt Hi-Hat, weil sozusagen Hat heißt auf Englisch Hut, und es sind tatsächlich 2 Platten, die aussehen ein bisschen wie ein Hut, die aufeinander gelegt sind. Und wenn man die anschlägt, dann macht es den folgenden Sound. Genau, das können wir gerade mal zusammen machen. Ich mache 4-mal, dann machst du 4-mal. Okay, cool. Nochmal einen anderen Rhythmus. Jetzt einfach zusammen mit mir. Super, das hat auch schon ganz gut geklappt. Ich würde sagen, damit hast du schon deinen ersten Beatbox-Sound gelernt. Glückwunsch! Tada! Okay, aber mit einem Sound können wir zwar schon einen Rhythmus erstellen, wie wir gerade gemacht haben, aber wir brauchen noch ein paar mehr Sounds, um wirklich die Grundlagen, die 3 Grundtöne des Beatboxens und auch vom Schlagzeug und von Musik zu imitieren. Dann haben wir nämlich als zweiten Sound noch die Snare Drum. Snare Drum, beim Beatboxen generell gibt es viele verschiedene Sounds, die eine Kategorie, also eine Snare Drum als Funktion sozusagen repräsentieren. Zum Beispiel, wir lernen heute die Outboard K-Snare, die K-Snare, die nach außen geht, und die hört sich so an, wie ein K. Okay, das heißt, wir sagen, wie zum Beispiel das Wort Karotte, 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 und atmen wirklich aus der Lunge, aus dem Bauch aus und drücken Luft nach außen und machen danach noch so ein Fauchen wie eine Katze. Und mit dem K zusammen. Genau. Das können wir einfach mal in einem Rhythmus schon mit dem Hi-Hat, unserem ersten Sound, und dem zweiten Sound, jetzt unser Snare, probieren. Und zwar machen wir einfach mal 2-mal Hi-Hat, 1-mal Snare. Das geht dann so. Darfst gerne mitmachen. Wunderbar. Wunderbar. Damit hast du schon den zweiten Sound gelernt. Ich gebe dir gerade noch, oder euch gerade noch ein paar andere Snares, die man später noch lernen kann.
zum Beispiel die Spit Snare. Wir haben die PF Snare, Inward K Snare, die Cough Snare, wenn man hustet. Genau. Das sind aber alles Sounds, die man erst lernen sollte, wenn man wirklich die Grundlagen gut verstanden hat. Und wir lernen später noch eine weitere Snare. Okay, wir haben das Hi-Hat und die Snare Drum. Jetzt brauchen wir noch einen wichtigen Sound, und zwar, wie heißt die große Trommel da in der Mitte? Die heißt Kick Drum, ne? Wie kicken. Man kickt nicht, wenn man am Schlagzeug sitzt, mit dem Fuß dagegen, sondern es ist im Prinzip so ein Pedal, wo man drauf drückt und dann schlägt ein Schläger oder kickt ein Schläger an das Trommelfell ran. Und deswegen heißt es Kick Drum und wird so geschrieben, Kick, und hört sich so an. Ja. Im Prinzip kannst du einfach den Buchstaben B sagen, wie bei P, Bär, 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 Bär oder Boah, du hast aber ein großes Auto. Boah, Boah, Boah. Versuchst du es gerade mal mit mir zu machen? Boah, Boah, Boah. Und dann, wenn wir mit der Stimme wirklich leiser und fokussieren uns nur auf den Konsonant, also auf das B am Anfang. B. Genau. Und es hört sich wahrscheinlich bei dir noch nicht so ganz an wie bei mir am Anfang, aber das liegt einfach daran, dass beim Beatboxen sich wirklich über die Zeit Muskeln im Mund entwickeln. Das wäre, als ob ich ins Fitnessstudio gehe. Für den Rest meines Körpers kann ich mit Beatbox wirklich Muskeln im Mund, im Rachenraum und im Gesicht aufbauen. Und deswegen am Anfang hört sich vielleicht viel schwächer bei dir an. Einfach nur ein sowas in die Richtung. Das ist völlig normal. Das heißt, du bist auf dem richtigen Weg und musst einfach nur weiter üben. Was auch vielen am Anfang passiert, ist, dass sie die Lunge mitbenutzen. Das heißt, sie sagen eher ein P. Ist auch nicht falsch prinzipiell. Können wir auch machen. Aber ist ein anderer Sound, hört sich anders an oder kann man anders benutzen als nur das, wo wir im Prinzip die Luft anhalten und nur die Luft benutzen, die in unserem Mund schon drin ist. Das heißt, wir haben die Luft im Mund drin und drücken die zusammen, machen die Lippen zusammen, bauen da Druck auf und dann kommt die Luft nach draußen und es entsteht dieser Kickdrum, das Kickdrum-Geräusch. Okay, versuchen wir die Kickdrum nochmal in einem Beat zusammen, einfach zusammen und mir nachmachen. Schön kräftig. Okay, tipptopp. Ich würde sagen, wir sind bereit für unseren ersten Beat, und zwar den Beat von We Will Rock You. Ich denke, das Lied kennt ihr, ne? Das ist so, man da auch so klatscht. Und der Beat geht folgendermaßen. Wir machen wieder zweimal Kickdrum diesmal und dann eine Snare am Ende. Das heißt, wir haben gerade zusammen mit mir. Weiter. We will rock you. Jetzt ein bisschen schneller. Wunderbar. Cool. Da ist es wirklich Grundlage. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich noch hier kurz die anderen Namen, die ihr euch nicht unbedingt merken müsst. Toms heißen die kleineren Trommeln und auf Deutsch Becken oder Crash auf Englisch ist dieser Ksch-Sound. Aber den gehört nicht zur essentiellen Grundlage. Genau, hier nochmal die Grundtöne aufgeschrieben. Also wir haben das Hi-Hat.
was man als DS oder als T oder als Z schreiben kann. Ich bevorzuge wirklich, das als DS zu schreiben, weil wir wirklich den Anschlag vom D haben. Also wir sagen D, 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 Donald D, oder D, Decke, 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 Decke und machen ein S hinten dran. Ne? Und dann haben wir dieses und können das sehr spezifisch und gut kontrollieren. Okay, dann hatten wir auch noch die Snare. Genau. Da können wir auch eine Variation von machen und können auch einfach nur ein G im Prinzip hinten sagen. Ein Das ist auch okay für den Anfang. Das heißt, wir können ist nicht ganz so stark, aber auf jeden Fall auch ein wichtiger Sound. Und dann als letztes haben wir noch die Kickdrum gelernt. Ne? Das B, boah, du hast aber ein großes Auto. Boah, boah, oder boah, wo hast du so schnell Beatboxen gelernt? Genau. Okay, für den finalen ersten Beat, der wirklich ganz wichtig ist, benutzen wir alle 3 Sounds. Und zwar benutzen wir, also wir zählen immer auf 4. In der meisten Musik zählen wir auf 4. Das heißt, wir zählen 1, 2, 3, 4. Auf die 1 kommt die Kickdrum. Auf die 2 ein Hi-Hat. Auf die 3 Snare. Und auf die 4 wieder ein Hi-Hat. Das heißt, wir haben gerne weitermachen. 3, 4. Sehr gut. Damit hast du wirklich deinen ersten Beat schon geschafft. Bin ich ganz stolz auf dich. Wunderbar. Jetzt kann man natürlich davon verschiedene Variationen auch machen und den Beat noch weiter vorführen. Aber um sich den Beat zu merken, vielleicht, wenn ihr schon mal was von Beatbox gehört habt, habt ihr schon mal den, zumindest auf Deutsch, vom Böse Katze Beat gehört. Ne? Wenn wir einfach sagen, böse Katze, dann haben wir im Prinzip dieselben Buchstaben drin und dieselben Sounds. Das können wir auch mal zusammen versuchen. Wir sagen böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Ist im Prinzip derselbe Rhythmus, den wir hier gerade gemacht haben, aber ist nicht ganz so sauber. Deswegen, ihr wisst jetzt ein bisschen besser, woher dieser Rhythmus kommt und welche Sounds, welche Geräusche er vom Schlagzeug wirklich imitiert. Nämlich, das erste war Hi-Hat, wunderbar. Das zweite war Snare und das dritte Kick. Machen wir noch einmal den Beat zusammen. Wunderbar, sehr cool. Gut, damit haben wir wirklich schon den schwierigsten Part, den wichtigsten Part vorüber. Ab jetzt wird alles nur noch spaßig und macht Spaß. Okay, klären wir noch einen weiteren Sound, den ich euch zeigen möchte. Falls ihr nicht die K-Snare machen wollt oder könnt oder mal Abwechslung braucht, dann haben wir auch noch die Snare. Die kann man im Prinzip so machen, indem man sich vorstellt, okay, ich sage, sei mal bitte leise, aber halt kürzer und stärker. Das heißt, wir betonen wirklich das P am Anfang von und machen dann wirklich wie bei Schlange ein Esch, ein Sch hinten dran. Und dann haben wir ein Genau, am Anfang kann es ruhig ein bisschen länger sein, aber wir versuchen den Sound so kurz wie möglich zu machen. Also und schön auch Druck auf den Lippen halten und der Sound kommt wirklich auch aus der Lunge raus, ne? Also mit Luft aus der Lunge. Machen wir einfach nur mal den Sound in einem Rhythmus. Ja, wunderbar.
noch einen Sound gelernt. War doch gar nicht so schwierig. Eine häufige Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, ist, wo atme ich denn eigentlich? Wir haben es gerade gehabt mit dem böse Katze-Beat. Ja, es gibt im Prinzip zwei Arten zu atmen. Und zwar haben wir einmal die wichtigste Art, die ich euch auch am Anfang empfehlen würde, ist wirklich zwischen den Sounds zu atmen. Okay? Das heißt, wenn wir nochmal den böse Katze-Beat rannehmen, dann kann ich, wenn ich übertreibe, atme ich. Da kann ich zum Beispiel atmen. Ne? Wenn man es ein bisschen leiser und nicht so übertreibt macht, dann kann man. Genau, da bekommen wir die Luft her. Gerade wenn man schneller Beatboxt, länger Beatboxt und vor allem auch nur, was uns zum zweiten Punkt führt, Sounds verwendet, die nur nach außen gehen, also geht nach außen, brauchen wir alles Luft von der Lunge, die nach außen geht und brauchen wir auch viel Luft. Dann müssen wir irgendwo die Luft wieder reinbekommen. Was wir aber auch machen können, ist Sounds zu benutzen, die Luft nach innen ziehen. Das ist was schon Fortgeschrittenes, was wir wahrscheinlich, wir haben kein zweites Video leider, aber in fortgeschrittenen Techniken kann man das machen, zum Beispiel die Inward K-Snare. Ich weiß, viele von euch werden es vielleicht nicht auf Anhieb hinbekommen, vielleicht bekommen es welche hin. Da blockiert man die Zunge, oben die Luft mit der Zunge und atmet dann ein. Da atmet man Luft ein, also das ist auch eine Möglichkeit beim Beatboxen Luft zu bekommen, das heißt Sounds zu benutzen, bei denen man einatmet. Aber am wichtigsten ist am Anfang einfach zwischen den Sounds zu atmen. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Übungsbeats zusammen. Benutzen noch unsere verschiedenen Sounds, die da wären. Was hatten wir als erstes? Hi-Hat, Snare, Kickdrum. Wunderbar. Und als letztes haben wir noch eine neue Snare gelernt, die Snare. Wunderbar. Okay. Dann machen wir jetzt mal folgenden Beat zusammen. Zweimal Kick, Snare, Hi-Hat. Ich glaube, den habe ich sogar hier aufgeschrieben. Wunderbar, mit der neuen Snare. Einfach zusammen. Und schön zwischen den Sounds atmen. Das geht bei dem Beat natürlich auch. Wunderbar. Cool. Noch ein Beat gelernt. Wir machen einfach weiter mit noch ein paar Übungsbeats. Und zwar können wir auch einen sogenannten Halftime-Beat machen. Das heißt, wenn ihr Trap-Musik hört, irgendwas, was Richtung Travis Scott geht und so weiter, eigentlich alles, was heute an moderner Musik läuft, ist Trap im weitesten Sinne und auch in der Hip-Hop-Kultur sozusagen angesiedelt. Dann haben wir den Grundrhythmus, der geht so. Da wird es auch mit dem Atmen ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, da können wir auch zwischen den Sounds atmen. Wenn ich es extra laut mache. Genau, machen wir das einfach noch ein bisschen zusammen. Und wenn ich ein bisschen was im Beat verändere, versucht auch noch die neuen Elemente hinzuzufügen. Okay, und jetzt fordere ich euch noch ein bisschen heraus zum Schluss. Wir machen das Ganze noch ein bisschen schneller. Mal schauen, wie schnell ihr mitkommt.
muss ich selbst atmen. Wer hat es geschafft? Ich denke, ein paar von euch. Nicht schlecht. Auch dafür einen kleinen Applaus. Wunderbar. Ja, das sind so die Grundlagen von Beatboxen. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Also wir haben auf jeden Fall die wichtigsten Sounds gehabt. Das Hi-Hat, die Snare Drum. Wie ging sie? Wunderbar. Kick Drum und noch eine, also das sind die 3 Grundsounds. Hi-Hat, Snare Drum, Kick. Und mit den 3 können wir im Prinzip frei rumspielen. Ne? Wir zählen immer bis 4 und können dann können wir schon sehr viel mitmachen, nur mit den Grundsounds. Und als letzten, als 4. hatten wir noch die Snare. Können wir dann kommen langsam mit der Zeit noch mehr Sounds dazu, die man lernen kann. Es gibt noch Bass. Alles mögliche an Sounds. Aber das sind alles Special Sounds. Und die kann man natürlich lernen, man kann auch nur sich auf Special Sounds konzentrieren, aber um wirklich auch als Musiker sozusagen wahrgenommen zu werden und mit anderen Musikern zu musizieren, ist es wichtig, wirklich die Grundsounds, den böse Katze-Beat, den wir am Anfang gelernt haben, zu meistern und den sicher und auch im Tempo halten zu können. Genau, das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Und ja, falls jemand mit mir Kontakt aufnehmen möchte, ich gebe auch Unterricht, kann einfach Apollon Beatbox googeln, bin auf Facebook, Instagram, habe auch eine Website, apollonbeatbox.com, wenn ihr die findet. Und ja, würde mich freuen, vielleicht von euch zu hören, wenn jemand das Video gesehen hat und mich dann anschreibt, würde mich sehr freuen und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald.